Yeah, I just met this guy here at the supermarket. What's your name? My name is Olmo. Where are you from? I'm from Italy. From Italy? Yeah, pizza, pasta, etc. Ja, ich und der Olmo sind noch am abchecken, was wir alles machen müssen für einen Grenzübertritt in Norwegen. Und wir haben jetzt hier so eine Karte reingezogen, wo man sieht, ob man in Quarantäne muss oder nicht. Du musst eben entscheiden, wo man war in den letzten 2 Wochen. Und hier ist einfach ein kleiner Ort, also Kopenhagen genauer genommen, wo einfach gelb ist. Und das fuckt richtig ab, weil dann müsste man eben in Quarantäne gehen. Olmo, what do you think about that? Copenhagen is orange. Well, it sucks basically because I mean maybe not. Who said we were in Copenhagen? Right? Nobody said that. Yeah. So, bevor es morgen weitergeht mit Velofahren, gibt es noch ein gutes Barbecue, etwas Richtiges zu essen. Und dann wissen wir nicht, wenn es das nächste Essen gibt. I absolutely agree. Yeah. You cannot be a vegetarian right now. You need to eat this. So what is going on right now? It's getting black. Oh man, how fast? It's not really good. Looks good or not? It does. The gains for tomorrow. Yeah. I hope I don't get cancer from this. Look at this. I mean, it's not that bad, man. I don't really know what to say, to be honest. You can eat it, but it's not too good to eat. I mean, I'm hungry, so I can really eat it, so yeah. So, es ist soweit, es ist der nächste Tag angebrochen und heute geht es nach Norwegen. Wir sind nur noch 15 Kilometer von der Grenze entfernt und ja, wir probieren echt mal drüber zu kommen. Aber wie wir gestern gesehen haben, die Richtlinien sind relativ streng, aber wir geben uns das Beste. That right there is Norway and it's waiting for us. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Grenze und werden hier gründlich gecheckt. Bis jetzt 2 von uns schaffen es auch nach Norwegen, aber der Olmo ist noch ein bisschen am strugglen, weil er in England wohnt und das ist ein rotes Land. Jetzt wollen sie ihn nicht reinlassen. Das ist kritisch. Und von Deutschland und von der Schweiz soll es gehen. Wir müssen einfach noch einen Corona-Test machen. Ein bisschen Sonne hier noch erwischen. Ja, gönn dir die Sonne. Olmo, what's going on? What's going on? That they say I'm British, but I'm not, basically. Wir werden jetzt gleich zum Testzentrum gefahren, damit wir den Corona-Test machen können, damit wir auf Norwegen können, endlich. Jetzt haben sie einfach zum Testzentrum gefahren, dort abgeladen und wirklich den Test sauber gemacht. Ich glaube, das machst du kein anderes Land, so einen Service. How was the test? Oh, it was great. It was nasal. Not anal this time. I like that. What? Not anal? I'm just joking. You can do that now, you know. I think in China they are doing that sometimes. What do you mean? They are actually Are you doing serious? that. Yeah, I swear. They just let people enter some kind of facility and then. Well, it's I'm wondering how they it's a take it. self-test. Ah, it's a self-test. Ja, bevor wir auf Norwegen sind gegangen, wollte ich unbedingt noch einen Sticker bauen, für auf meine Sammlung zu kleben, an meiner Lenkertasche. Und ich habe nichts gefunden. Wir konnten nie einen kaufen. Das heisst, ich musste einen abkratzen an einem Mast. Und ja, es hatte natürlich einen Kleber, den ich einfach nehmen musste, wo es etwa 5 Minuten ging, den wegzukratzen. Und es ist natürlich ein unglaublicher Greta Thunberg-Kleber. Und ein paar Leute haben mich schon angefickt, so, wieso tust du die wegkratzen, das ist doch alles gut mit der. Und den habe ich eigentlich gebraucht. Halt. Und der triggert mich jetzt so hart. Jedes Mal, wenn ich meine Tasche öffne, sehe ich das Gesicht. Und auf das komme ich gar nicht klar, aber ich feiere es irgendwie.
gehört, gibt es natürlich noch schnell guten Nachtschwumm. It's like 15 degrees temperature outside, Yeah. or maybe 20 degrees. But it's 10 o'clock, so it's time for a swim. Good night swim. I don't know what's actually in the sea. What do you mean? You don't see the ground there, but True. let's just try it out. You ready? Right, I absolutely am. Let's fucking go. Oh, it's not even cold. Oh, you wanna do it like that? Woo! What did you do? I thought it was a little bit warmer, you know, as you described. No, it's warm. Cold, man. Man, it's not Italy here. We are cold. So, der nächste Morgen ist bereits angebrochen und somit geht es weiter auf der Velotour. Und ich habe realisiert, dass ich jetzt bereits 44 Tage unterwegs bin mit dem Velo, was recht krass ist. Und habe auch realisiert, dass das hier mein letzter Tag ist vom Trip. Das heisst, noch einmal 80 km bis Oslo und dann ist die Reise beendet. Also, let's go. You enjoy the cycle now? I do. Oh yeah. Always. Oslo nur noch 24,7 Kilometer. Das ist eigentlich so gut wie nichts mehr. Und dann ist es so krass, dann habe ich einfach das Ziel erreicht, Rotterdam, Oslo, über 2000 Kilometer. Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben, aber ja, bald ist es soweit. I think I would take this one to Nordstrand. It's written there on the sign too. Yeah, that's better. Good idea, yeah, let's follow Yeah. So we are on the sea and then it's easier to navigate. Yeah. Great. So, liebe Leute, wir sind finally in Oslo angekommen. Die Fahrt hierher ist super gegangen. Und einfach unser Schlafplatz haben wir jetzt richtig lange kämpfen dafür, weil alle Hostels sind ausgebucht. Und Hotels sind einfach viel zu teuer. Im Camping gibt es hier nicht wirklich. Wegen dem müssen wir uns durchschlagen mit irgendwelchen Leuten schreiben von Warmschauer-Organisation. Und tatsächlich ein Ehrenmann hat uns zurückgeschrieben. Mit dem können wir diese Nacht pennen. Und wir sind so froh, weil sonst wären wir jetzt immer noch am Suchen. Und jetzt gönnen wir uns erstmal ein bisschen Food. I think I have never eaten something better than this. No, it's actually What? not true. You've never eaten a pizza in Italy? No, it's not true. It's not true. It feels great because you know, after a long day of cycling, there's nothing better than a shish kebab. Shish kebab in Rule. Irol. Yeah, shish kebab Irol. Ja, ich und Rolmo stehen jetzt vor unserem Warmschauer vom heutigen oben. Das ist einfach ein riesen Block. Und ja, ich bin gespannt, ob wir weit oben sind oder nicht. Wir sind 2 Tage mit dem Olmo unterwegs. Und erst jetzt etwas richtig Krasses realisiert. Yeah, just check this out here, man. It's so stupid and crazy. It's a door alarm. I put it on the bike. Basically, it goes like this. When you turn the steering wheel, it just yeah, like this. Super loud, super annoying. It's so annoying. Yeah, But who would do that? I mean, me. why you do that? I look I mean, like the guy who would do that. you don't even have fucking shoes. What Yeah. you have? Like a fucking alarm on your bike. I built it all by myself. Very cheap. How much all together? Money? Yeah. All 200. all this stuff. 200. 200? Bike included, yeah. I Bike paid- including yes. and all the stuff, I all paid the the bags. bike like £40 for the bike. All the rest we can get to 300. Not 3,000. 300. Yeah. That's a fucking It's cheap not bad, bike. right? Well, what did you say before when it's cheap? That when it's cheap, it breaks down, so you have to repair it. So basically, I'm the boss of repairing stuff, as you see right here. If it's brand new. I mean, it works perfect. yeah, it works. Almost, but Almost, yeah.
Do you want a beer? I mean, how high is it here? You know that? I think it's about 67. Ja, und somit wäre es so von meiner Reise. Ich habe das Ziel erreicht, Oslo. Es war eine krasse Zeit. Über 2000 Kilometer, so viele Leute kennengelernt, wie der dort hier. Und einfach so viel passiert, wirklich, kann man gar nicht richtig realisieren. So, liebe Leute, es ist tatsächlich soweit. Die Veloreise ist durch, aber natürlich darf die letzte Budgetübersicht nicht vergessen gehen. Sehr wichtig. Die letzten 7 Tage von Göteborg bis Oslo habe ich insgesamt 604 Franken gebraucht. Das heisst, es sind noch 7623 Franken übrig. Ich habe noch 150 Schutz einberechnet, um all mein Gepäck zurückzuschicken. Bin ich selber zurückgekommen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich halte mich sicher auf dem Laufenden. Merci fürs Schauen, bis zum nächsten Video. Yeah. And you can say like, this is for all the Italian-speaking people in Switzerland. Yeah, I mean, You know what I mean? yeah. Are you still recording? Right. E questo è per tutti gli italiani che vivono in Svizzera, tutti i frontalieri. No, let me do that again. I said something I should have said. It's for all the Italians. Why am I saying it in English? Jeez, sorry. Alright, tell me when. Let's go. Questo è per tutti gli italiani che vivono in Svizzera e che guardano i video di Misha.